Guten Abend und garantiert virenfreie Grüße nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und natürlich an all meine Landsfrauen und Männer in Luxemburg. Ich heiße euch herzlich willkommen zu 30 Minuten Literatur im Quadrat, dem internationalen Buchblogger-Talk über Leseliebe in Zeiten von Corona. Die, ja, die Eckpunkte unseres Quadrats bilden die Buchkönig ohne In, Annette König, der literarische Nerd Florian Valerius, die durch das Bücherwurmloch aus fernen Literaturwelten angereiste Mareike Fallwickel und der Mann mit dem kritischen Blick, euch selber seht, de Gag, Jérôme Jaminet. Ja, ihr Lieben, in dieser Konstellation, aber mit weniger Abstand, saßen wir zum ersten und bis dato einzigen Mal im Oktober des vergangenen Jahres beisammen, und zwar auf der Frankfurter Buchmesse. Wie ist es euch seither ergangen? Was habt ihr so gemacht und natürlich vor allem, was habt ihr gelesen? Wer Wie möchte? viel Zeit hast du heute Abend? Ja, wie viel Zeit habt ihr, ist die Frage eher. Dauer gelesen. Nicht mehr von Frankfurt erholen. Was war darunter? Zwei Beispiele. Ich kann sogar, warte. Jetzt läuft sie wieder weg. Ich habe zum Beispiel das gelesen Mhm. und es war extrem dick. Das hat mich das ganze Jahr beschäftigt. Jetzt hänge ich, oder? Na. Ein echter Schmöker mit einer ganz besonderen Sprache. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Es ist eine Dystopie und es spielt in der Zukunft. Und Sandra Newman hat sich tatsächlich, grandios übersetzt, auch eine eigene Sprache ausgedacht. Es ist wahnsinnig anstrengend zu lesen dadurch, aber es ist so einzigartig, dass man irgendwie jede Seite so richtig inhaliert und genießt und ist auch inhaltlich sehr stark. Und in Zeiten wie diesen jetzt fast ein wenig prophetisch. Es fängt nämlich so an, dass nur noch Jugendliche bis maximal 18 Jahre am Leben sind, weil alle alten Menschen an dem Virus gestorben sind. Tja. Also ich habe relativ spät, 2019, noch ein echtes Jahreshighlight entdeckt, nämlich Tante Martel, der Ursula Merz. Eine Coolste Kritikerkollegin. Frauenfigur. Genau, die schreibt autobiografisch über ihre Tante. Und Tante Martel ist ungefähr echt mit die coolste Frauenfigur, die ich im Jahr 2019 kennenlernen durfte. Ganz tolles Buch über deutsch-deutsche Geschichte, also fast 60 Jahre Geschichte Deutschland, verknüpft an einem privaten Frauenschicksal. Richtig toll geschrieben, richtig coole Frau, richtig schönes Buch. Nett, wollen wir es versuchen? Ja, jetzt muss ich noch das Buch holen. Du kannst wählen, den Klassiker oder ein australisches Buch. Beide. Einen australischen Klassiker, bitte. Also es gibt, eben das ist, warte, oder? Muss ich schauen, ob ich es hier habe. Kommt auch mit so einem dicken daher. Ja, das ist so cool, wenn man alle Bücher da hat. Also eben, im alten Jahr ein liebes, treues Tier von der Josephine Raw, eine Familiengeschichte in Australien. Und wenn man das liest, dann hat man das Gefühl, man ist dort. Und nicht in Australien, einem Sehnsuchtsort, sondern wirklich, wo Koalas brüllen, wo die Grillen unglaublich in den Ohren wehtun, wo Staub ist, Dreck, also da möchte man nicht hin, oder? Und da muss eine Familie, kämpft sozusagen ums Überleben. Und der Vater ist hat ein Kriegstrauma. Und das entpuppt sich so nah bis nah, wieso diese Familie am Auseinanderfallen ist. Aber sehr dünn, sehr direkte Sprache, sehr klar. Mich hat das enorm beeindruckt und ein Debüt aus Tasmanien. Also Hut ab, Chapeau. Toll. Musst du auch noch, Jerome? Was hast Ja, du also gelesen? ich habe gefühlt in den vergangenen Monaten mehr moderiert und Schreibwerkstätten organisiert als gelesen. Aber ein paar Bücher habe ich schon auch gelesen und besprochen. Manche wie Die Nachkommende von Ivna Gitz mit sehr großem Vergnügen und kognitivem Gewinn.
andere wie Die dunklen Winkel des Herzens von François Sagan, erst mit Widerwillen und dann mit Schmerzen in der Magengegend. Also es war ganz schrecklich, aber ich denke auch, dass das Buch nicht so ganz von François Sagan ist, sondern eher von ihrem Sohn, der, naja, ein bisschen Geldsorgen haben könnte, aber das nur unter uns. Und der hat, der hat tatsächlich aus dem Nachlass seiner berühmten Mutter ein paar Seiten ausgegraben, die er dann notdürftig zusammengeflickt hat und noch ein paar Sätze hinzu. Und was dabei herausgekommen ist, ist völlig unbekömmlich. Also eine Warnung: François Sagan nicht lesen, dafür aber Ivna Gitz entdecken, eine tolle Schweizer Autorin, die es, glaube ich, auch Annette damals angetan hatte und der sie sogar den Schweizer Buchpreis gegönnt hätte oder gewünscht hat. Bekommen hat ihn dann eine andere Dame, Sibylle Berg, die wiederum von Flo hochgeschätzt wird, wenn ich da richtig informiert bin. Ich weiß es nicht. Ich hätte eher Ivna Gitz den Preis gegeben. Seine unwerfend gute Prosa, eine Sprache, wie ich sie selten in letzter Zeit gelesen habe, unglaublich reich, raffiniert die Konstruktion, und man muss gar nicht so viel zum Plot sagen, denn es ist hier die Form, die eigentlich das Maßgebliche ist, und es ist wirklich umwerfend. Das ist keine andere Vokabel, die mir jetzt gerade einfällt. In meiner Radiobesprechung habe ich ein bisschen mehr dazu. So. Wir dann aber trotzdem bitte festhalten, dass wir alle Bonjour Tristesse von François Sagan stattdessen vielleicht einfach lesen. Ja, auf jeden Fall. Bonjour Tristesse, ein Sohn Meister. ist geboren, oder? Das ist in den 50er Jahren erschienen. Garantiert von ihr. 16, glaube ich. Also ich hoffe, er war noch nicht geboren. Ich sage ja, dann ist es garantiert von ihr. Schon eine Weile her. So, kommen wir zu unserem Buchtipps von heute Abend. Auf die können wir ja ein bisschen länger eingehen. Florian ist bei mir gerade im Bild. Florian, was hast du ausgesucht? Das kommt jetzt eiskalt. So bin ich. Also das Buch, das ich... Der eiskalte, wenn er über Bücher sprechen muss. Das Buch, das ich vorstelle, habe ich heute Morgen erst zu Ende gelesen. Ich war kurz danach, wollte ich eine Etage tiefer einen Kaffee trinken in Zeiten von Social Distancing. Ich bin 20 Minuten zu spät gekommen, weil mein Gesicht ein wenig verquollen war, weil ich so viel geweint habe am Ende. Tut mir echt leid, ich musste mich erst in Ordnung wiederbringen. Ich habe gelesen Rebecca Mackay, Die Optimisten, ganz frisch erschienen im Eisele Verlag. Ein wunderbarer 600-Seiten-Schmöker. Ich muss gestehen, die ersten Seiten sind ein bisschen zäh vielleicht. Aber das habe ich oft gerade bei den großen amerikanischen Familienromanen, also auch selbst Jonathan Franzen kann es nicht unbedingt besser, finde ich. Ich brauche da immer mindestens 200 Seiten, um reinzukommen, weil du hast immer eine Entourage an Figuren. Du brauchst eigentlich so einen kleinen Plan, Stammbaum, um die alle auseinanderhalten zu können. Und die Optimisten spielen auch noch auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Eine beginnt 1985 in Chicago, zur Zeit, als die AIDS-Epidemie langsam anfängt. Wir haben eine grobe Hauptfigur in Yale. Er und sein Freundeskreis werden beleuchtet. Alle natürlich schwul, plus eine Frau, die diese Freundestruppe so umringt. Und natürlich greift die Krankheit um sich. Und dann in jedem zweiten Kapitel springen wir in die Gegenwart, ins Jahr 2015, wo eben jene Frau als ältere Frau nach Paris reist, in der Familienangelegenheiten, und sich diese beiden Zeitstränge so langsam aufeinander zu bewegen. Wie gesagt, ich habe etwas gebraucht, und so ab Seite 252 hat sich bei mir der Schalter umgelegt. Ich wusste auf einmal, wer ist. Und dann kam so dieses Typische, was die Amerikaner, finde ich, so gut können. Die werfen immer so ein Netz aus. Also am Anfang bist du so vollkommen unbedarft und liest und kommst so in die Geschichte rein, und irgendwann entkommst du ihr aber nicht mehr, weil du dich so an diese Menschen, an diese Figuren gewöhnt hast, die so zum Teil deines eigenen Lebens werden. Und ich glaube, die letzten 400 Seiten habe ich dann so in den letzten 2 Tagen einfach aufgefressen, weil ich einfach wissen wollte, wer diese Krankheit überlebt, wer infiziert wird, wie es mit den Menschen weitergeht. Ja. Aber warum bist du dran geblieben? Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast etwa 200 Seiten gebraucht, ehe der Sog dich erfasst hat, und trotzdem hast du diese 200 Seiten erst mal gelesen. Was hat dich motiviert, weiterzulesen? Jetzt kommt eine ganz enttäuschende, lapidare Erklärung dafür. Wir kamen auf die Idee zusammen mit der Julia Eisele, weil Mareike und ich beide nicht so die Fans von dicken Büchern sind.
wie wäre es denn, wenn wir einen gemeinsamen Lesekreis mit Instagram-Leuten gründen und dann halt einfach das Buch so ein bisschen einteilen und darüber sprechen. Und Mareike und ich haben danach schon gesagt, scheiße, was haben wir getan, da müssen wir jetzt durch. Ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich hätte dieses Buch nicht weitergelesen, wenn ich diesen Lesekreis nicht gehabt hätte. Und jetzt, Aber ich auch nicht. aber ich bin jetzt im Gegensatz zu Mareike etwas mehr froh, dass dieser Lesekreis da war und ich dieses Buch wirklich zu Ende gelesen habe. Und das ist ein kleines Ich muss Herz. sagen, zu diesen Buddy Reads, zu diesen Lesekreisen, das war jetzt eigentlich so ein Versuch zum ersten Mal mit vielen Leuten. Machen wir das halt maximal zu zweit oder vielleicht zu dritt. Ich finde es so eine schöne Art, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden, dass wir ein analoges Buch lesen, das wirklich jeder in der Hand hält und uns dann irgendwie verabreden. Beispielsweise man sagt, wir lesen bis Seite 100 und dann nimmt man das Handy zur Hand und spricht drüber und tauscht sich aus. Und jetzt war das halt zum ersten Mal so mit einer großen Gruppe mit über 30 Leuten, glaube ich. Es war total interessant. Ich war ganz gespannt, wie das abläuft und wie die Leute sich dazu äußern und wie das irgendwie ankommt. Das funktioniert eigentlich überraschend gut. Ja, ich fand die Diskussion auch echt fruchtbar. Es waren echt viele Leute, haben da mal verschiedene Aspekte einfach reingebracht, die ich so selber vielleicht nicht gesehen habe oder Aspekte, die mich nochmal unterstützt haben. Und ich fand auch, dass viele am Anfang der Diskussion haben, ja, der Anfang war okay und bei vielen der Effekt echt war, dass es so nach einer Zeit, nach diesem, wie gesagt, diesem Kennenlernen der Charaktere, wir hatten gestern Abend, war nochmal Termin und es war dann so, dass wir jetzt die Abstände verkürzt haben, weil alle so begierig waren, drauf dieses Buch zu Ende zu lesen, dass wir jetzt nur noch einen einzigen Termin hatten. Ja, Entschuldigung, alle außer Mareike. Aber ich bin schon fertig damit gewesen. Ja, Mareike war eh schon fertig. So, ich habe es dann so durchgelesen, wie wenn man ein Pflaster abreißt, so möglichst schnell. Damit der Schmerz auch möglichst gering ist. Ja, was hat dir denn so wehgetan? Nein, also das ist jetzt übertrieben, überspitzt gesagt. Ich finde das Buch überhaupt nicht schlecht. Es ist sehr gefühlig geschrieben, es ist wirklich sehr amerikanisch, es breitet sich aus. Man merkt auf diesen ersten 200 Seiten sofort, dass sie geplant hatte, ein dickes Buch zu schreiben. Also dass das nicht passiert ist. Und was mich aber so ein bisschen, also für mich trägt es nicht ganz über diese, ich glaube es sind 680 Seiten oder so, das hätte schon einfach gestrafft werden können und ich war auch mit manchen Handlungsweisen vielleicht nicht so einverstanden und bin da nicht so warm geworden. Aber das ist jetzt eher Jammern auf hohem Niveau, also ich würde das absolut auch ohne weiteres empfehlen. Okay. Annette, wir beide haben das Buch nicht gelesen, oder? Nein. Aber jetzt wissen wir, Noch jetzt ja. wissen wir, dass wir auf Seite 200 einsteigen sollten und die ersten 200 Seiten uns von den beiden zusammenfassen. Aber andererseits ist das ja okay und jetzt haben wir ja auch alle ein bisschen mehr Zeit. Ja. Jetzt fallen ja unsere ganzen Termine weg, sagen wir es so. Und man kann sich vielleicht auch in der Quarantäne ein bisschen mehr auf so ein Buch einlassen. Ja. Womit sollten wir unsere Zeit jetzt noch füllen, Mareike? Ich habe ein dünnes. Okay, gut. Jetzt habe ich mir sozusagen selbst widersprochen. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon der Quoten-Österreicher bin, dann nehme ich auch ein österreichisches Buch von einer österreichischen Autorin. Sieht man das so? Der Rudi von Anna Herzig. Und das wurde mir so ein bisschen zugeschubst eigentlich. Also ich habe es geschickt bekommen, angefangen es zu lesen und habe mich gleich wahnsinnig gefreut, dass es in meiner Hut spielt. Also es spielt so in Salzburg, Haller, in Grödig, in einer Pizzeria, in die ich auch immer gehe, also oder gegangen bin, als wir noch raus durften. Und dann war ich bei einer Lesung von der Anna Herzig. Und dann hat sich die Anna Herzig innerhalb von 7 Minuten mit mir angefreundet. Das war total kurios. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn man mit jemandem. Also sie ist Zigaretten holen gegangen, ich habe sie begleitet. Und in diesen kurzen 7 Minuten haben wir so miteinander geredet, als würden wir uns schon seit 25 Jahren kennen. Normalerweise beißt Mareike alle Leute weg. Ja, das muss man auch dazu erklären. Das war schon sehr besonders, aber die Anna Herzig hat es geschafft, sich sofort durch meine eisenharte Panzerung so reinzudrängen. Und das war auch gut so und seitdem sind wir auch irgendwie in regem Kontakt und tauschen uns ganz viel aus. Aber den Herrn Rudi habe ich davor schon gelesen, also das ist völlig unbeeinflusst davon. Und
Das Schöne an diesem Buch ist, erstens eben, dass es so österreichisch sein darf. Zweitens, dass es so schnörkellos auf eine gute Art sein darf, dass es so ganz wenig gezielte Wörter braucht, schöne melodische Sätze. Und ich finde, es ist ihr so ein toller Spagat gelungen, weil der Herr Rudi eigentlich eine wahnsinnig weinerliche alte Männerfigur ist, die aber trotzdem nicht dem Spott des Lesers preisgegeben wird. Also man hat trotzdem wahnsinnig viel Gefühl für ihn. Man möchte ihn jetzt nicht irgendwie auslachen, obwohl er eigentlich so lächerlich ist, besonders weil er sich in einer sehr prekären Situation befindet. Er ist in einem Hotelzimmer, er ist auf allen Vieren, er ist nackt im Bad. Die Badewanne hinter ihm ist voller Wasser und voller Heidelbeeren und er kann sich nicht mehr bewegen. In dieser Situation befindet er sich und er leidet aber nicht nur daran, er leidet eigentlich leidet er schon seit er 19 ist, weil als er 19 war, seine große Liebe gestorben ist. Und die ist ihm so weggestorben, das hat ihn so wahnsinnig getroffen, dass eigentlich sein Leben in dem Moment, also das Schöne in seinem Leben war eigentlich da schon vorbei. Und jetzt sitzt ihm, die Livi hat sie geheißen, sitzt ihm jetzt quasi seit über 40 Jahren wie ein Geist auf der Schulter. Und er wollte sich eigentlich mit 19 damals schon in den Fluss stürzen, dafür ist er jetzt recht alt geworden, jetzt ist er nämlich frisch pensioniert. Aber er sitzt eben, also er kauert in diesem Bad und es ist ein sehr feines, dünnes Buch. Es ist jetzt auch nicht immer irgendwie ganz wahnsinnig bedruckt, aber ich mag das, wenn es ein Buch ist, das sich das erlauben kann, weil es trotzdem ausreichend erzählt. Jetzt schaut es mich alle irgendwie so leicht verträumt an. Ich mag das Skurrile. Ich finde das schon sehr reizvoll. Wirklich. Darf man das unerhörte Ereignis mit der Badewanne erklären, ohne zu viel zu spoilern? Nein. Und was ich daran so mag, ist auch, dass die Anna Herzig den Rudi so gern hat. Also man merkt es ist so eine ganz liebevolle Beziehung zwischen Autor und Protagonist. Und das, obwohl er eigentlich so ein Raunzer ist, so ein fast schon Unsympath, dem man aber das irgendwie verzeiht, weil man halt spürt, dem geht es einfach nicht gut. Mhm. Und das ist ja auch gleichzeitig so zutiefst österreichisch, wir raunzen einfach gern. Kann es eine Art, ist es zu hochgegriffen oder kann es eine Art Schule der Empathie auch sein? Also für Menschen, die sonst so ein bisschen gefühlskälter sind und sagen, ah, die sollen sich mal zusammenreißen und nicht so Also für jemanden wie rumflennen. ich, meinst du? Ich habe dich nicht so dargestellt, das waren andere. Ja, vielleicht, im besten Falle, ja. Was die Literatur nicht alles mag. Ja, Ja, das Anne. Ja, danke, Mareike. bitte gerne. Annette, dein Buch, hat es irgendwie Ähnlichkeiten mit den beiden anderen Büchern, über die wir gerade gesprochen haben? Also, hat eigentlich Ähnlichkeiten, dass man sich etwas zur Lektüre zwingen musste. Also es war sozusagen eine Liebe auf den zweiten Blick. Es ist Anna Burns, das Buch heißt Milchmann und gleich zu Beginn hat es mich komplett hineingezogen. Diese Geschichte einer 18-jährigen jungen Frau, die da durch Belfast in den 70er Jahren läuft, immer so gehend mit einem Buch, oder? Das fällt natürlich auf, das macht da niemand, das ist Sodan Meshuke. Und sie fällt eigentlich einem Paramilitär ins Auge. Und dann beginnen für sie die Probleme, weil er ihr nachstalkt. Und das hat natürlich zur Folge, dass der Sicherheitsdienst sie observiert, das Gerüchteküche, also alle beginnen über sie zu schwafeln in diesem kleinen, engen, verschlossenen katholischen Viertel. Und sie beginnt sich immer mehr einzuschränken. Sie hört auf zu joggen, sie hört auf mit eben Lesen im Gehen. Ihre Beziehung zu einem Freund beendet sie sozusagen. Also es ist wirklich die Beschreibung eines Lebens im Ausnahmezustand. Und das passt irgendwie auf die heutige Zeit. Also, dann eben, also es ist,
man könnte ja meinen, man möchte sich irgendwie also flüchten, oder? Von dieser Aktualität. Mich hat das sehr angezogen. Also nach diesem Einstieg, der da sehr, sehr sprachlich so einen Sog entwickelt hat, hat diese Anna Burns eine Technik, dass sie so meandriert oder so Exkurse macht, oder? Dann erzählt sie eigentlich diese Geschichte, die erzählt ist, Schwager 1, meine Schwester 3. Sie nennt die Protagonistinnen und Protagonisten im Buch immer nach ihren Beziehungen. Und das ist zu Beginn etwas befremdlich, aber es ist wie ein Fenster in eine Gesellschaft, wenn man es dann kapiert und sich auf das einlässt. So ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Und diese Milieustudie, die hat mich dann, als ich dann diesen Sog wieder gespürt habe und mich orientieren konnte, sehr, sehr begeistert. Also es war großartig. Und auch wie sie schreibt, die Erzähltechnik, also sie wirft einem ins Wasser, sie erläutert einem nichts, sie ordnet nichts ein, man muss sich wie selber zurechtfinden und das hat mir auch sehr gefallen. Also keine Geschichtslektion, es geht wirklich um die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau, die ihren Weg erkämpfen muss. Und dann hat sie so Brüche. Am Anfang eben dieses Gewicht, diese Szenerie, dem Belfast, also man spürt das, wie eigentlich lebensfeindlich das so ist. Und dann auch nachher bricht sie mit dem und das ganze Gewicht der Erzählung, also diese Panikerkrankung, die sie ja fast kriegt wegen diesem Stalker, ich möchte nicht spoilern, aber am Ende wird alles leicht, lustig. Man fasst wie Mut, oder? Lasst euch nicht von Gerüchten einengen, lasst euch nicht von Lebensumständen. Ausnahmezustände sind da, um gerade jetzt zu leben. Und immer wieder ist mir dieses Buch in letzter Zeit ja, in den Sinn gekommen, oder? Diese junge Frau, ich mache weiter, ich lasse mich nicht einsperren, ich überwinde diese Sorgen, diese Ängste, das, was mich, ja. Das ist also absolut zeitgemäß. Zeitgemäßes Buch. Ja. Und es Ja, genau. hat es, jetzt muss ich, den Man Booker Prize hat sie damit gewonnen. Zumindest hat sie diesen. Genau. So. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Oh boy. Ich kann es nachher rausschneiden. Ja gut, Annette war, Nichts mehr sagen. Annette war eh fertig. Nein, wartet mal, ich gucke nochmal, ob ich irgendwie wieder zurück. Ja, das ist das Buch. Was ist denn passiert? Zugeschaltet. Ins Schwitzen, das ist ja unglaublich. Das Schwerste aber. 5 Minuten noch. Ich mache hier den Drängler heute Abend. Entschuldigung. Was ich noch erzählen kann über diesen Mut zu fassen und sich nicht einsperren zu lassen und weiterzugehen, das ist ja die Botschaft, oder? Man soll sich nicht von diesen Ängsten verrückt machen lassen, weil Leben heißt auch etwas wagen. Also ich meine jetzt nicht unvorsichtig, nicht diese Devisen zu befolgen, aber einfach diese diffusen Ängste oder dieses Fürchten in Grenze halten und ja, weiterleben und in die Gemeinschaft hinein und nicht in die Isolation. Und um das geht es eben auch in diesem. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Annette. Das, was ich jetzt gleich sagen werde, passt wahrscheinlich dazu. Ich möchte keine Einzelveröffentlichung, sondern ein Gesamtwerk beziehungsweise einen Autor empfehlen. Und zwar den fast vergessenen Klassiker der Moderne, den deutschen Nestor der experimentellen Literatur, den von Alfred Andersch, Peter Ruhmkorff, Günter Grass und vielen anderen zeitlebens verehrten und von anderen verkannten Ausnahmeautor Arno Schmidt. Meinem ehemaligen Deutschlehrer Theo Fischbach habe ich viel zu verdanken, unter anderem auch das frühe Interesse für und an Arno Schmidt. Im Grundstudium Germanistik vor mittlerweile 20 Jahren haben einer meiner besten Freunde und ich uns dann für ein Referat abgemüht an Kühe in Halbtrauer. Ich weiß noch, wir waren erst benommen und dann begeistert von dieser einzigartigen Sprachorgie. Wie viel wir damals begriffen haben, keine Ahnung.
Jedenfalls hat mich die Lektüre-Erfahrung nachhaltig geprägt, nicht geschädigt geprägt. So etwas ist mir nicht mehr unter die Lesebrille gekommen, bis ich 2018 auf der Frankfurter Buchmesse am Stand des Suhrkamp Verlages diese eben gezeigte schöne Bargfelder Kassette in die Hand gedrückt haben. Es ist die Werkgruppe 1 der von der Arno Schmidt Stiftung besorgten Bargfelder Studienausgabe. Ja, wann, wenn nicht jetzt, hat man die Zeit, dieses umfangreiche Werk zu studieren. Wem das zu ambitioniert erscheint, dem sei als Einstiegsdroge das gar nicht so große Lesebuch empfohlen. Oder noch kürzer, das Brevier Arno Schmidt. Habt ihr eine gewisse Ähnlichkeit? Jetzt. Arno Schmidt für Boshafte heißt das Ding. Man könnte auch sagen Arno Schmidt für fast jeden. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit. Das andere Buch, das Lesebuch, das hast du jetzt so schön neben dein Gesicht gehalten. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin kein... Schmidt hat mehr Haare. Ja, und ein breiteres Gesicht, aber... Zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch am Ende noch mehr Haare als ich. Ja, ich weiß auch nicht. Arno Schmidt ist, ich bin ja kein Mystiker, ich bin auch niemand, der an Reinkarnation glaubt, aber der Arno Schmidt ist doch tatsächlich 1979 gestorben und ich wurde in demselben geboren. Sein Vater ist Polizeikommissar, Hauptkommissar gewesen und meiner ist es auch. Die Parallelen sind erschreckend. Ich hätte gerne noch den ersten Abschnitt von Kühe in Halbtrauer gelesen, das reicht nicht mehr zeitlich. Dafür zeige ich jetzt hier diese Karte, die man nicht lesen kann. Ich lese es einfach mal vor. Ein Fuß auf dem Rand der Erde steht da. Ein Fuß auf dem Rand der Erde, den anderen auf eine Wolke gestellt. Ich finde, das ist eine ungeheuer heutige Beschreibung. Nicht so sehr des Ist-Zustands als des Soll-Zustands. Wir mögen ja am Abgrund stehen, aber bitte nicht beidfüßig. Ein Fuß gehört auf die Wolke. Und die Wolke, das ist doch eine Metapher für die Literatur, die uns Halt gibt, die uns trägt, die uns vor dem Sturz ins Nichts bewahrt. Und uns auch davontragen kann, also ein Fluchtmittel vor dem Corona-Blues, ein Weg aus der eingemauerten Ödnis. Zum literarischen Eskapismus gibt es dann auch noch ein sehr schönes Zitat von J.R.R. Tolkien, das ich euch nicht vorenthalten will, ganz am Ende. Wieso sollte jemand verachtet werden, der sich im Gefängnis befindet und versucht herauszukommen und heimzugehen? Oder, sofern das nicht geht, wenn er über andere Themen nachdenkt und spricht als über Wärter und Kerkermauern. Die Analogien liegen auf der Hand. Vielen Dank für diese schöne halbe Stunde Schlusswort. Literatur im Quadrat. Danke, Mareike. Danke, Annette. Danke, Flo. Schön. Und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja. Passt auf dich auf und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao.